Für war jidweren sech soll Twitter hochlöden, dat erklärt de Mich Strotz hin als Serial Entrepreneur heute zu Lützeburg en andere mat senger Firma Let's AI. Wir sind Dave am Thema AI angetaucht und hinter das sein Point of View auf Lützeburger Startup 10 gehen. Viel Spaß beim Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurcase. Vielen Dank, dass du das Zeit geholt hast. Ich wollte einfach mal als echt froh, dass du schreiben, dass du einem Genre also Bomen erklärst, was die zwei Firmen, also Neon auf der einen Seite und Let's AI Sinn machen. Ich meine, das ist ein Motiv froh, die ich am umgesten habe. Das ist mega schwer. Wie viele Leute, dass das vielleicht gut für ein ranzukommen an Thema? Das ist immer ganz schwer. Sonst mal einfach relativ komplexes Sujet. Wenn du guckst, zum Beispiel Bomen, die holen nicht so viele Überschneidungspunkte mit den Medien, wie wir sie eben hatten. Natürlich, das ist schon mal froh, wo fängst du an, so Sachen zu erklären. Also bei uns konkret, der Witz ist immer, wenn Bumi gefragt wird, ja, was möchte dein Enkel, dann sagt Bumi irgendwas mit Medien. Das ist schon hören. Also irgendwas mit Medien, aber mehr ist eben effektiv so, dass ich mich mein Leben lang immer spezialisiert habe auf neue Medien. Das heißt, ich hatte für ein Vorgespräch gesagt, ich hatte eigentlich von der nächsten Podcast-Firmen zu Lützeburg Alpod. Wie hast du genau gemacht? Alpod für Aldoradio oder Alpod? Nee, oder Al für so Luxemburg. Einfach Alpod, Al-Pod. Loser Podcast. Genau. Und da waren wir Schüler, nachdem ich war manchmal gerne auf der Uni an der Fondateur von der Louis hin und an Löwe gerufen, damals an, ja, das war so motiviert. So wie viel war da? Das war am Anfang manchmal 3, 4 Leute, es sind nicht von denen dabei gekommen, so als denen dann die Website gemacht wurde und so, von manchmal schon zu 6, 7 waren. Das war lang SPL und dann irgendwann haben wir das umgewandelt an eine SRL. Aber was hast du da genau gemacht? Aber wir fangen wir Podcasten an. Abzuholen. Genau. Also und einfach Podcasten, Podcast die im Radio Ara diffusiert, die Okay. sind abgeholt und die sind dann eben auch auf unserer Website, die uns abgeladen. Wie war es? Ich meine, war bei iTunes, dürfen sie abgeladen. Nee, So, mal einfach ein bisschen gut anfällt. Also, über alles. Und was aber dumm mehr relevant, genau, das Dünner gewischt, wir haben angefangen zu filmen. Das heißt, wir sind mit so Kamera gehabt, und da sind wir so Ballerfilme gegangen, wo die Leute interviewt, wenn sie voll waren. Das war so, so Vlogging, wie nach vom Vlog geschwärzt hat. Und das hat dann so populär gehen, dass man gedacht hat, okay, hier irgendwie entsteht gerade eine Business Opportunity. Und da haben wir pro Jahr drauf, wo man von die ASBL und den SRL umgewandelt. Und da waren wir zu 5 Associen. Und das war meine erste Firma, ich war der CTO, das von den Leuten sie nennen kann. Und ja, dann nach nur 2 Jahren, und ich habe irgendwann gemerkt, das gibt mir ein für eine Tour. So immer, ich habe keine Lust mehr, immer filmen zu gehen. Ich will einfach lieber so, ich bin immer begeistert für Social Networks. So, der Film, ich weiß nicht, ob der noch so gut kennt wie ich. Aber ich war eigentlich 17 Jahre, wie der rausgekommen ist. Und das war für mich so, oh, geil, das will ich auch irgendwann sehen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass wir mit Alpod immer mehr so an die Medienfirma als verwandelt haben. Und schon mal wie weit fortkommen sie vom Tech. Und dann ist noch 2 Jahre der Junge gesagt, hey, das mal leid, ich sehe mich schon nicht langfristig, ich will etwas Neues machen. Da habe ich gemeint, ich hatte eine ganz gute Idee. Und zwar? Da hat auf Reddit einen Post gelesen, wo ein Typ geschrieben hat, wie kann ich am sichersten 1 Million Leute davon überzeugen, mal 1 Euro zu geben. Und da hat den anderen geantwortet, mach ein klares Foto von einer Freundin, leg einen Filter drüber mit 1 Million Zeilen, und lässt die Leute 1 Euro bezahlen, für die Foto abzudecken. Das ist genius. Das ist eine mega geile Idee. Ich habe leider keine Freundin, aber vielleicht gibt es die anderen Leute, die das für sich selber benutzen dürfen. Geil. Und dann habe ich eine Plattform developiert. Am Anfang des Ball OnlyFans gegründet. Genau, das war so, ich meine, du hast doch noch kein von OnlyFans geschwärzt die Zeit. Aber das war effektiv so eine Teasing-Plattform, wie das damals genannt, wo es dann von mit Pixeln, nicht mit Linien, sondern mit Pixeln, den Bilder die Pixel kannst. Da hast du das Bild draufgelegt, dann hast du Filter drauf gekommen mit Tausenden von Pixeln, kannst du den Leute checken, dann konntest du das so abdecken. No.
Ja, ich größte Fehler gemacht und das war mit Plattform haben nur lanciert ohne den Payment-Mechanismus. Okay. Das heißt, die Leute konnten sich gratis am von Bilder die Pixel und ich wird alles nicht mehr so viel Sinn gemacht. Ich hatte auch irgendwie keine Ahnung, wie so ein digitales Business Macht auch nicht so viel Sinn. Also, Von mir ist just Sinn, wenn ich muss bezahlen. Genau, Ja. genau. Und weil ich aber dem so viele Leute hatte, die mir so an gewisse geschwärzt, die war einfach so, ich könnte mega schießen einfach für das zu lancieren. okay, wa? Aber Technik war nicht so gut. Wir technisch hatten uns ist- mega vom Offencode aufsichern gelassen, hat da ja Geld bezahlt für den wirklich? Offencode und Okay. alles. Ja, und immer das Ding über Reddit gelauncht. Gut, war der nannte Reddit Hock of Death. Die Zeit geht läuft, die Leute kommen drauf und die ganze Scheiß wird noch verhängen, weil die Infrastruktur gar nicht brett war, für die krass. Idee zu akkumulieren. Und du hast mit der Zeit eben noch gemerkt, dass das ganze System, so wie es entwickelt war, gar nicht skalierbar war. Okay, okay. Ja, long story short, da sind wir schon weit fort von der Bombe erklären. Mir ganz kurz noch. Ja. Was wolltest du so sagen? Fuck, ich vergesse. Pixeln. Onlyfans, Dingens, Pixeln. Ma, von zu Hause das launchen oder für rund in 2 Jahren gehst du noch als Altpixeln NFT machen, so, und da geht, das wäre schon nicht Du interessant. wärst so lachen, das habe ich ein paar Mal gefragt, Ja. ob ich das nicht will lancieren, irgendwie mal einen Krypto bezogen Ja. oder irgendetwas. Meine Firma ist halt noch immer die Pixit. Ja, Ich ja. halt noch Neon, ist noch immer die Pixit. Also RL, wenn man die Pixit selber, dann Ja. würde ich am Anfang lieber 100 Mal los. Was aus dem Alter raus? Ja. Du musst halt mehr sinnvoll Sachen, kannst du mir vorstellen. Mengen, also ich will nicht sagen, dass das nicht sinnvoll war. Das war schon etwas, wo ich Kind so, ja, das ist eine coole Spielerei. Aber das ist natürlich etwas, wo, ja, wenn sich muss froh braucht, die Welt hat. Oder nicht. Schon von der gemerkt, nee, am Anfang. Die Stadt war das Projekt Nummer 2 dann. Das war Projekt Nummer 2. Dafür drüben hatte ich viel so kleine Webseiten, Appen und so schon entwickelt, wie ich schon auf der Uni war, mit das aber nie lanciert. Musst du das immer alles selber beibehalten, so wie Genau. wie das geht? Also ich schon digitale Medien und Spiele studiert, zu drehen Okay. auf der Uni, auch zu einer Zeit, wo am Anfang so der Beruf vom Game Developer noch mehr belächelt ging, als wie das wirklich seriös geholt wird. Aber warst du auch schon immer Gamer dann? Ja. So, okay. Ich war an der Counter-Strike National Ja. Cup zum Beispiel. Ich wusste viele Leute manchmal gönnen. Ja, also da bin ich ziemlich stark verwurzelt Okay. gewesen. Nach immer? Nicht mehr so viel, wie ich gern hätte. Okay. War doch viel so leid, dass wenn ich was gamen, da könnte mich fragen, immer von allen. Der Klassiker. Noch mich schlimm, wie wenn der Pop das schwer verloren Dafür nur leider nicht mehr, aber ich meine, so bis ich 27 war und da wirklich all da Wie alt warst du? Ungefähr? 5 Stunden gezockt. Los sind schon 34. Okay. 4-5 Stunden? Ja. War krass. Alle oben, so ab 7 Uhr. Und ich fertig schon mit der Arbeit, dann war Counter-Strike. Training, Strategie, so. Ja. Okay. Das ist Special Interest. Okay, das war dann dein zweite große Projekt. Und was du dann auf Neon kom? Nee, da war ein Top der Tisch und das war nur die Pixel. Ich ganz viel für, also während der Pixel-Zeit ich ganz viel für den Computer. Und den Sinn von gedacht, ich muss mal mehr nach Leute. Und ich angefangen, mehr nach Leute zu gehen. Ich habe meine Idee für meine zweite Applikation, die ich schon developiert habe, die hat Nightlife geheißt. Kennt vielleicht noch den einen oder anderen. Das war so eine Nightlife-App, wenn eine Karte hat, wo ich gesehen habe, wo sein Kollege gerade rausgegangen sind. Und da konnten sich so anchecken, wenn ihn da gesehen hat, kann du wie so am Gruppetto, Ja. und dann habe ich auf der Karte geguckt, konnte ich dir so ein Cheers checken, schon eine Notifikation Oh, so eine gekriegt, coole dass du Idee, daheim ja. warst. Das war eine mega coole Ja. Zeit. Ich haut rückblickend, gibt es so einfach die coolsten Zeit aus meinem Leben. Was du rausgehen? Maar dat na 2 Joer hun net Ticket do fir Businessman net Nee? verléiert krit konnte net raisen Wie viele Leute hat er dann? Also wie dat viel... verger lang op Nee, also wie viele User? so ich mein eng 10.000 Ah. User werden se stu gemeldet Heute zuletzt oder was? Hauptschütze. Und das hat keinen interessiert? Doch, Also das- zu investieren so? Nee interesseieren net investieren net Ja. interesseieren zu Lützburg Ja, ja. war dat also dat huet kommt mir noch mehr Geld fahren organisiert immer ich hat zum Beispiel eng so eng Mast gebaut an der Form von unserem Logo wo ich eng Software programmiert hat für VJ op der Mast Ah, ja, zu ja, spielen. ja. Ich bin dann am gute Fëlle immer Sverre gemerk Mast da so 100 dem DJ hun Ja. neben droen an Button Smashing gemerk an defekt op der Mast mega cool.
mehr gut Zeit gehabt. Ja, Die Idee kein aber wirklich hat wirklich können Iwer groß gehen also Social Networking ja, Effekt. da bist du aber vielleicht überrascht, wenn ich das so, dass das so Apps als Student, dat ich war der Student Ja. entwickelt von den Apple man das irgendwie so Ja. etwas. Und da das der Grund für werdet man auch nie wirklich groß Ja, gehen. Also es ist einfach dem mach das hyperkompetitiv. Ja, das war Facebook hat auch also immer mehr groß gehen die Zeit. Wir hatten zum Beispiel Snapchat, hat die Snap eben ich noch dieselbe darüber Zeit gewusst. introduced, die Okay. mehr im Gang waren, vergessen ich nie. Den da schon die Snap gesehen und ich war so, nee, das wird mich killen. Und sind ich bei meinem Pater geführt, den hat einen Schwamm und ich schlief einfach den ganzen Tag und das schwammt mich selber zu bezahlen. Und das Lesson learned, weil du siehst, der Fuck, du musst präpariert sein, du brauchst eine Strategie, auch wenn der riesige Competitor kommt. Ja. Was hast du dann auch nicht können machen in dem Fall? Das ist schwer so. Also das ist auch nur lang hier. Ich hatte eigentlich viel mehr, ich hatte mich so viel mehr aggressiv am Fundraising müssen sehen, weil das ist, die dort Applikation war klar, so ein VC, also Venture Capital Szenario. Als Zölle war gut, die Leute und App konnten, das wäre sicher gegangen. Aber ich war immer so, wie ich jung war, in dem Mindset, du kriegst da doch irgendwie selber Also hin. Bootstrapping, ja. Genau, und da könnte man noch damit dabei, dass es die Zeit, dass Krypto immer mehr groß geht, Blockchain, Bitcoin und so weiter. Und dann ist es also so schwer, sich zu fokussieren. Und heute in Hindsight so ein schmeißes Problem als ich hatte am Anfang nie einen richtigen Mentor an dem dritten Bereich. Okay, Und interessant. der das lo etwas, wo ich immens bedauern, weil ich immer gemerkt habe, ich kriege da den für lange hin. Ja. Und heute so nicht, hatte ich einen Mentor gehabt, den mir gesagt hat, Ja. Wie hast du hätte da ich so einen viel Mentor früher gefunden? wahrscheinlich gemacht. Weil ich hatte witzigerweise nämlich vor kurzem eine Startup-Idee für eben genau so Leute zu matchen, weißt, dass die Mentoren an eben jung Entrepreneuren, die Hölle, wenn ich einen Domain brauchen, und mega motiviert sind, einfach vergiss matchen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre. Das zu Lützeburg fand ich an dem dritten Bereich ist relativ schwer, weil aber nicht die Länder selber klein und es gibt nicht viel spezialisierte Leute an dem Domain. Ja. Du hast ganz viele Agenzen, die aber, wo ich so, wo 70% von denen noch so traditionell Medien fokussiert sind, sie verstehen immer mehr, dass sie mehr mit der Zeit müssen gehen. Aber ich habe noch nicht gewusst, wo ich so eine Person für das, was ich so speziell machen wollte, finden gebe. Das ist auch heute noch schwer zu lösen. Hast du dann Abonnenten? Was sich lo geändert hat, dass lo so immer von den Leuten schon war das den einen Tipp, den es der Junge gewusst als so ein schmaler Twitter-Account. Twitter ist der Platz, wo in der Tech-Welt sich alles aufspielt, dass du, wo jeder den irgendwie etwas zu sagen hat, den irgendwie etwas Gutes möchte, Posting Sachen auf Twitter, schwarz auf Twitter und du kannst einfach in Kontakt mit Leuten, wo wir als Lützeburger oder als Europäer an einem ganz anderen Mindset sind. Ja. Und das hat mir, was die letzten 5 Jahre extrem viel geholfen, dass ich so den Switch irgendwann gemacht habe und so an den Medien, die ich selber konsumiert habe. Und dass ich immer mehr auf die Plattform bekommen sind, hallo, wie man, da sind wir das letzte Projekt, ich skippe mal kurz die Top näher unter der Tisch. Das letzte Projekt letztes Jahr, als hauptsächlich dank Twitter auch nur so groß geben. Okay. Und zwar, also wie ist das gekommen? Wir haben, also letztes Jahr haben wir lanciert zu Lützeburg für rund ein Jahr. So als lokalen Test, kann ich sagen. Und das war heuer lang schon relativ gut gekommen. Ich weiß nicht, habe vielleicht die Bilder gesehen, die man da gemacht haben, mit den Politikern und Superhelden. Was da vielleicht aus den Meme-Seiten abgegriffen werden. Und sich den, sorry, ich ein bisschen aus, das ist aber vielleicht die ganze Anekdote dann zu erzählen. Und sich bei letztes Jahr, in dem Moment, wo wir verstanden, dass wir Produkt hatten, war, wo wir das Modell vom Yuppie bei letztes Jahr getestet hatten. Okay. Und ich finde, sich das muss vorstellen, dass letztes Jahr also eben eine KI-Plattform, wo man sich selber sein Produkt oder sein Kunststil hinzufügen kann. Und wir haben das eben developiert, damals, wenn wir gemerkt haben, wenn du bei ChatGPT oder Midjourney, weil sie ein Bild vom Superjump oder so generieren, dann musst du den Superhemp machen, mit dem Weed-Logo auf der Brust. Aber ich möchte halt nicht den Superjump. Ja.
Und ja, du mal Bus rundherum experimentiert, mit Tester gemacht. An dem Moment, wo wir den Yuppie getestet haben, also wir gesehen haben, du kannst einfach den fucking Yuppie raus, wo wir da das Bild von dem wollen generieren, wussten wir, okay, ja, das Potenzial. Okay. Und du hast V1, den wir für ein Jahr lanciert, V2 haben wir lanciert am März. Ja. Und das eben viel mehr aggressiv auf Twitter. Okay. Und das war dann noch der Moment, wo die Welt so ein bisschen gecheckt hat, okay, da ist eine neue Plattform, die ist mega gut dran, fotorealistische Bilder zu machen. Man denkt im Prinzip, den wir so noch nicht gesehen haben. Und nicht das löser eben da dann noch immer mehr Traktion da kriegt. Die ist doch am Ausland, das ist schon so bekannt, weil für Ja. mich ist so Let's AI, so die Leute letzte, die das benutzen. Die sind noch Leute Ausländer. Als größte Userbase ist US-based, in Okay. Amerika haben wir mehr abgemacht. Und inzwischen der kruziale Moment für die Plattform war am August, wo wir als V3 annonciert hatten. Und da hatten wir eine ganze Reihe wirklich große Creator, die noch kennt vielleicht Roberto Nixon, Linus Ekenstam, das sind so am Techspace ziemlich bekannte Leute, die als Case Study gesehen haben mit der V3 und die haben versucht, okay, das ist krass, Okay, geil. darüber geschwärzt haben und die Sachen sind dann auf Twitter noch einmal mega viral gegangen. Und, Mit der Tisch, der Use Case wäre zum Beispiel, weil ich ein Gölle-Froh-Logo irgendwie entwickle von der Gölle-Frei, irgendwie so. Wäre das ein Use Case? zum Beispiel Logo, also wenn man ein bisschen tricky, Okay. fällt KI einfach mit Schriften, Logoen, könnte immer besser funktionieren, doch mit der V3 relativ Oder gut. Tisch, Ich ja, gesehen, das Plattform schon Aber ab. ich hatte was für gut, drum ja. die Mitte geguckt, ich hatte nämlich, ich meine, das war noch wie One. Das Da kann hatte ich sein. probiert, weil mir wollte Merch machen. Ja. Und dann habe ich so geguckt, okay, generiere selbst hier drauf. Kann Und ich das das tun wir dabei. abblenden? Kannst du mir das so Ja, ja. als Screenshot checken? Das Steht, ist sei die V8. Veni. Ja, genau, guck, da steht unter dem Prompt, 11 Maint. unter dem Prompt Okay. steht Version 1. Ah, Und ja, das ist V8. V1. Genau, und Gille Frau war eben auch so ein gutes Beispiel, wo schon ein witziger Moment schon hat. Geil. Mal lohnt ein Gölle-Frei? Oder Yuppie oder irgendwas? What do you want to see? Was will man machen? Du kannst mich als Ritter zum Beispiel. Ja. Geil. Okay, kann man, ja. Dann Der müssen Witz war mal so, den Thumbnail für auf YouTube von Heimat machen. Ah, kann man machen, das ist gar kein Problem. Ich muss schreiben, das ist wie für den Modell zu taggen. Ja, geil. Mich, M-I-S-C-H, Strutz. Und nein. So, du müsstest ein Stück kommen, aber du bist vielleicht noch auf der V1, Ja, kann kann das so. Sinn. Da gehen auf dein Profil, Your profile. und dann Account Settings, und da raufscrollen. ja, Und du V1. musst du umstellen auf V3. Genau. Muss ich zahlen? Das hängt nur davon ab, ob du noch Credits hast. Klick mal über jetzt auf deinen Account. Steht, Not Ja, da Credits kannst du hast noch 5 Bilder. Ah, gut. Ich kann da auch nur gerne Credits droppen. Okay, gut. Das ist wo kommt das Einfach das Logo, da unten links, gut. Generate Du Image. sagst direkt für Users interagieren. Ne? Mich. Ah, hi, Basti. Du Yes, vergeht es. voilà. Du hast schon 9.300 Genau, das ist dann so Bilder, die die Leute mit meinem Modell eben gemacht haben. Okay. Da kannst du machen as a night, zum Beispiel. Maps als Podcast-Guest on Luxemburgs Number One Nee, wir kennen Podcast. das Podcast nicht. Egal, einfach als Probieren. Podcast. Einfach generell Guest on the Luxemburg Number One Podcast. Punkt. Da kannst du noch so ein yellow sign, a yellow neon sign with the word Gruppetto over him oder so. Compatto over him. Okay, aber das ist noch heute die 80%. Das ist die Intensität vom Modell. Wenn du dich absetzt, dann ist die Influence vom Modell mehr stark auf dein Prompt. Okay, Da wie viel das- soll ich machen? Los sein kannst du einfach auf Default Okay. lassen. Okay. Wie lange dauert das? Well done. Plus hast Credit zu. Oh, ich krieg Punkt 2 und plus. Das war ein Stich. ja. Hallo? Generate one image, oder? Genau. Ah, nee, Und da da kommen nicht. innen, wenn du ein bisschen hochscrollst, Ah, gesagt, cool. Bilder. Du kannst auch Dimension kannst du auch ändern. Hallo mal zweimal auf Verwertung. Genau. Ja. Ah, ich bezahlt die zwei. Ja. Oh, Voilà, das ist bekannt. Wir können da noch ein Foto von uns uploaden und dann können wir ein
Thumbnail machen für den. Genau, also den sich den Hauptunterschied zu der Plattform, weil da ist ein Unterschied von all den anderen, als Ambition, also nicht den besten kreativen Tool oder so zu sehen, wie mehr wollen wir von Social Network bauen. Also immer beim Thema. Ja. Das ist mehr so der Plattform von anderen Unterschied, also eben die Möglichkeit, dass du kannst den Modell öffentlich anderen zur Verfügung stellen. Okay. Und du hast für nur die Use Cases gefragt, dass sie für Marken hyper interessant, weil wir meinen, dass am Anfang so ganz neues Mediensegment gerade abgeht, wo die Marken verstehen werden, dass sie am Anfang mit so Tools hier Community und hier Fans zu ihren Creative Directors machen. Das heißt, Leute benutzen das Modell von der Marke Ja. und generieren Bilder für Marke. Mark, okay. An die Beispiel als zum Beispiel Cloud Factory, Shoutout an Morris. Cloud Factory hat ein Modell von ihrer Pizza drauf. Ja, Aber wenn die Leute eine Pizza generieren, dann können sie das Modell von der Cloud Factory taggen. geil. Und dann kriegen sie eben so ein geil, fluffy, napolitanische Cloud Factory Pizza. Okay, cool. Ein anderes Beispiel, der hat vielleicht das Bild gesehen vom Papst, Ja, bis Mit in die dem Viral gegangen war. Weißer Jackett. Ja, dadurch, aber ich habe Lohen gemacht, wie der Papst heute war, wo der Papst für ein Palais steht. Okay. Ja, geil. Und das eben, sind zwei Modelle dann, den Pope Francis und den Palais. Das ist eigentlich das Modell, wo eben wo man 10 Bilder vom Papst benutzt, für den Modell umzulegen, und dann der Palais, 10 Bilder vom Palais. Und dann kannst du beides kombinieren und du kriegst den Papst für den Palais. Und der Papst hat ein Bierglas am Grab. Und auf dem Bierglas war kein Logo drüber, nicht. Wenn die letzte Marken ihre Modell gehabt hätten, dann hätte ich könnte so ein Pope Francis drinking a button oder a bufferding in front of the Palais. Okay. Ja, und dann, wenn das viral geht, das ist einfach ein mega Püpp Ja. für alle Marken. Mit der Tisch, so wie OpenAI hier, wie ist das, DALL-E, Dali? Ja. kann ich das nicht machen. Nee. Also bei Dali ist es so, da ist eben noch ein Unterschied, mehr sind Opt-in. Das heißt, Plattform, wir scrapen nichts aus dem Internet für das Modell zu trainieren. Aber wir sagen, wir geben dir am Anfang die Möglichkeit, das hinzuzufügen und du behältst Kontrolle darüber, wie das Modell, den du kreiert hast, benutzt wird. Okay. Du hast natürlich die erste Frage, die jeder stellt, ja, wie kann das sein, dass der Papst oder was? Die wird ja nicht recht auf den Papst oder ein Bild auf den Papst. Ja. Und das ist so, dass man sich das selbe Prinzip benutzt wie all die anderen Social Networks, von der eine Fanpage vom Papst auf Facebook hat. Dann hast du halt so lange okay, bis das der Papst kommt und sagt, ich hätte gerne, dass es an mein Modell drauf ist. Und da ist zum Beispiel am Juppie geschieht, der Kaktus aus Bayers kommen über den Office Freilinger und nicht so. Ich hätte gerne, dass der Juppie von der Plattform aufgeholt Das wird. ist ja kontraproduktiv Das für ist sie. nicht cool. Das ist auch nicht cool, Kaktus. Das sind schon so. Über dumm. Also, ja. Also, ich verstehe vielleicht Wir wollten es so einfach, der Chef von Kaktus Sanitär, da froh mal. Ja, das wird auch vielleicht, die hat mich schon gefreut, ein froh für den nächsten Gast, das wird froh sein. Für was der Juppie nicht mehr Plätze hat. Ja. Gehen es dann andere Marken, die ihr schon kontaktiert haben? Ich habe viel gesagt von der V3. Wie wir V3 annonciert haben, wie das ein bisschen viral auch gegangen ist, da war der komplette Doom. Weil also wir hatten Gymshark zum Beispiel mit einer Kollaboration mit Puma gehabt. Puma hat die ihr kontaktiert haben? Genau. Und das teilweise auch über Agenzen, das heißt, all die großen Marken haben Agenzen, dann an die Agenzen wollen dann natürlich ein neues Service für Marken anbieten, wie zum Beispiel so mal das Charity als Klient. Also siehst du, ich will irgendwie die Produktion von Charity-Content automatisieren, dann lässt du ein Modell von der Charity flashen und da kannst du Hunderten oder Tausende von Bildern von der Flash eben generieren. Hast du schon eigentlich vom Jugendpreis vom SNG hören? Nee, erklär mal das mal. Mit Jugendpreis ist ein Bühne für Flotprojekte aus dem Jugendsektor vorzustellen. Okay, und wie kannst du mitmachen? Man soll Projekte von, für oder mit Jungen sehen, zwischen 12 und 30 Jahren. Dadurch wird dann der Jugendsektor gestärkt. Genau. Projekte müssen zwischen Januar 2023 und Dezember 2024 stattfinden und aufgeschlossen sein. Cool. Und ich gesehen habe die 4 Kategorien One for Another, Change, Science and Everything. Und nicht kann ich nach einem Preisgeld von 1.500 € gewonnen. Ja, und nicht kann ich sowohl an 2 Spezialkategorien auch nach einem Publikumspreis gewonnen, so wie mir demals den vom besten Podcast gewonnen haben.
Schickt dir also Ihre Projekt zwischen dem 5. November und 31. Dezember des Jahres ran. Und vielleicht gesehen wir uns dann um Event von der Überraschung den 22. Mai nächstes Jahr am Forum Gäseknäppchen. Aber wenn ihr noch weiter Infos dazu wollt kriegen, da geht auf jugendpreis.lu. So Philipp, hast du schon eine Vakanz gebucht für diesen Sommer? Man nee, noch nicht. Ich hatte das letzte Jahr eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich war ja kurz vor meiner Vakanz krank gehen und ich alles müssen annullieren und ich bin einfach meine Kaste sitzen geblieben. Ja, aber du weißt, dass es dafür Assurance gibt. Von was schwätzt du? Aber weißt du das dann nicht? Bei deiner Visa-Premiere von der Spurkäse hast du die Assurance immer dran. Ja, aber für so ein Karzkräbe bezahle ich mal bestimmt dann aus dem Kopf. Man nee, gut nicht. Die kriegst du gratis bei deinem Access-Package mal dran. Du musst dich nicht mehr informieren Site für die genauen Konditionen. Aber hätte ich das gewusst, da kann ich nur direkt hin meine Vakanz buchen gehen. Ich mir gleich vor ein Elektroauto gekauft. Und los nicht, ob das sicher oder passende Assurance. Ma AXA hat ein ganz spezielles Offer für Hybrid- und für Elektroautos. Wie gesagt, die aus? Ma sie bieten eine 15% Reduktion auf die Assurance bei den Hybridautos und 25% auf der von Elektroautos. Das heißt, wenn du 2000 Euro die Jahr bezahlen, da bezahlst du eben just 1500 Euro. Sparst du mit 500 Euro. Nicht schlecht. Wie ist es mit dem Ladekabel und mit der Batterie? Ma super. Die sind noch alle zwei Mat versichert. Ich meine, da fällt die Decision noch nicht mehr so schwer. Dafür klick auf den Link in diesem Video. Und nur die Konkurrenz, so, die genau das machen. Ja. Also, die Konkurrenz, das, ich meine, das ist noch der kompetitivste Ja. Marché, den es gibt im Moment. Ja. Aber es gibt nicht, also mir ist keine andere Plattform bekannt, die genau die Approche, wie Okay. mehr sie machen, Okay. mit den öffentlichen Modellen, mit dem Opt-in-Prinzip, Ja. die das genauso umsetzen. Und dann kommt noch dabei, dass die meisten wirklich schon dem Mindset sind, sie wollen irgendwie den nächsten Photoshop bauen. Ich meine, das ist unmöglich. Photoshop, Adobe sind einfach so gut, dass das dünn etablierte Tool, das jeder Ja. benutzt, ist mega schwer. Auf Die der auch State Front. of the Art sind, sie Genau. sehen auch, wenn AI so interessiert für das für uns. Also sie sehen nicht, sie schlafen nicht. Genau. Und auch die neuen KI-Funktionen am Photoshop sind mega gut. Eben, ne? Aber wenn du probierst, den nächsten Photoshop zu bauen, you're gonna have a bad time. Dafür mehr von Anfang gesagt, das ist als Ambition. Wir konzentrieren uns am Anfang mehr auf die Community Building, auf wirklich eine Niche-Plattform am Anfang für Lützburg, für so AI interessiert Künstler, also zu sehen, und dann in der nächsten Phase eben für Brands, die verstehen, dass es so immer AI als the most powerful behavioral change tool, weil es gibt nichts, was mehr krass als wenn du dich selber generierst und du geseist dich irgendwie an einem Rollcall-Pullover. Ja. Und du findest den Rollcall-Pullover geil und Ja. du wirst jetzt erklärst, du willst den Bild, was du siehst. Ja, okay. Also du weißt, dass Das die ist Lohn das ist mal zerklatscht gestaltet. No way. Ich habe einen Poll auf Twitter gemacht mit 4 Bildern, die ich für mehr generiert habe. Das für ein Interview für Silicon Luxemburg gewesen. Ich so gewöhnt für den Bilder soll ich rausschicken. Und alles 4 KI generiert Bilder. Ein mit einem Schwert, so einem Reck, ein mit einem Kostüm, ein genauso wie ich hier sitze. Geil. auch mit der Karte. Auch mit der Karte. Und ein mit dem Hoodie. Und das habe ich gewonnen. Und dann bin ich mal, fuck it. Ich kann es mir so Fotos, rausstellen. Ja. Und voilà, könnt ihr euch Ja, gut. ich finde, du willst sitzen, stehe ich kann einen Podcast ohne Hoodie. Geil. Kannst du eigentlich erklären, wie das funktioniert? So, wie geht es von Text auf Bild? Wie so einfach erklärt? Ja. Also das Wichtigste ist auch schon mal, du brauchst einen guten Datensatz. Weil wenn dein Datensatz schlecht ist, dann geht auch dein KI-Resultat auch schlecht. Ja. Das heißt bei uns, du kannst eine Plattform generiert zum Knöpfchen Create AI Model und du musst als allererster Schritt musst du Num claimen. Die Nummer ist einzigartig, das heißt Charity, für Beispiel zu bleiben. Wenn Charity will ihre Modell anlegen, dann claimen sie den Num Charity. An dem Moment kannst du den Num auch dann am Prompt teilen mit Add, ja. Charity. So, und dann musst du auswählen, was ist das? Du tippst irgendwie an Bottle with Red Tea oder so, das nennen wir den Type. Dann tippst du an muss ich eigentlich kurz überlegen, Type, den Klasse, also deine Person, also den Objekt, also den Stil. Okay. Das für ein Objekt. Okay, ja.
Und da kannst du dann schon bei den Step, wo du den Bilder muss uploaden. Okay. Und das ist der Step, wo die meisten Leute noch fehlen, weil ich merke, oh, das ist irgendwie Black Magic. Wenn ich ein mega verpixelt Foto uploaden, da wird KI das schon regeln. Nee, das ist leider nicht so. Okay. Aber du brauchst schon 5, 6 gute Bilder, wenn du ein gutes Resultat willst. Ja. Und ja, wenn du das gemacht hast, dann geht dann von dem Prozess vom Training los. Training, der Begriff, der vielleicht schon hören, auch von den großen Modeller, Ja. die gehen trainiert. Und trainiert heißt am Anfang, du gibst den Algorithmus, der guckt sich die Bilder einfach die ganze Zeit an und probiert irgendwie zu verstehen, was Similaritäten zwischen den Motiven sind. Und so lernt er Step by Step eben das dann auch selber zu reproduzieren. Okay. Also, es gibt verschiedene Challenges. Ich habe viel ein Beispiel vom Probst gehen mit der Flasche am Grab. Es kann sein, dass wenn dem Training eben so gemacht wird, dass verschiedene Module sich so überlappen. Okay. Das heißt, wenn ihr probiert, 3 Modelle an einem Prompt gleichzeitig zu triggern, Ja. dann funktioniert das bei uns im Moment noch nicht so gut. Und das ist eben, weil die Weights, die überschneiden sich und dann gibt das Resultat eben ein bisschen so, seid dann nicht mehr so gut. Ja, Und der V1 war das gruselig, und der V2 war schon ein bisschen besser, und der V3 geht es relativ gut. Aber das Problem ist aber noch nicht. Das sind also die Bilder, wo so ein Hand 10 Fanger noch einmal hört, so Geschichte. Das ist noch ein bisschen etwas anderes, aber ich kann es auch ein bisschen ähnlich fischen. Okay. Heuer ist mehr Sommer zum Beispiel, hat Fedro gefragt, dir 2, wenn der allen 2 ein Modell hat. Ja. Am Moment mit der V3 ist es so, wenn er dann ein Bild generiert, dann mischen zwar 2 Leute, aber er Gesichter werden dann so wie eine Mischung sein. Okay. Ah, Zwei okay. Gesichter. Okay. Das ist ein offenes Problem. Wir haben Ansätze, wie wir das lösen können. Okay. Wir hatten noch V1 auch schon gelöst. Da waren dann aber andere Probleme. Und ja, wir gucken nur an der V3 für das natürlich aber noch in für die Gift zu kriegen. An Loenkeer fir so op Businessmodell, Fundraising, de Geschichten anzugehen. Als alleréischt Fromol ich mein Businessmodell ist relativ straightforward geil. Das wahrscheinlich eben mat den Credits, die Leute kaufen, vielleicht auch ein Premium-Version, die wo ins ein Abo käfst, net. Muss ein Abo kaufen, oder? Du musst kein ein Abo kaufen. Voilà. Oder? Ja, stellen wir den froh fertig. Und dann am Voraus eng froh finalement wéi ass zu Lützeburg so dei Point de vue op du Fundraising an déi Geschichte. Okay, also erstens letzte Jahr, also im Moment Subscription-based. Ja. Du kriegst am Anfang per gratis Credits für das Testen. Ja. Du kannst auch Kollegen invitieren. Das Ja. ist, da Du kriegt er auch, hast schon einen Account. Nee. Jeffrey kann St. Friends, alle, da kriegt er allen 2 gratis Credits für Geil. zu spielen. Wir so aber langfristig wird das Subscription-Modell für so den autonomalen Gebraucher nicht tragbar sein. Ja. Weil wir gesehen, dass zum Beispiel Facebook an anderen Plattformen bauen auch so Systeme. Und du werdet nicht kosten, denke Bilder zu generieren. Aber wie finanziert Facebook sich mal über Reklamen? Aber es ist einfach auch so, dass ich hatte schon ein paar Mal eben Ja, Beispiel ja. angegeben. Wir meinen, dass Marken ein Incentive haben, zu den populärsten Modellen am System zu gehen. Ja. Das heißt, im Moment haben sie auch ein Incentive zu bezahlen, für mehr hoch zu ranken. Auf kleinen Disclaimer bringen das für ein neues Feature raus, den nennen wir Find. Aber mit Find kannst du, wenn du ein Bild generiert hast, generiert sie kleine Knöpfchen, du klickst drauf und dann bestehen am Anfang, start in ein Internet-Sicht nur dem Bild, was du generiert hast. Das heißt, wenn du für beim Rollcall-Pullover zu bleiben, dass du selber den Pullover generiert und du siehst, oh, das willst du kaufen, dann kannst du direkt die Knöpfchen klicken und du weißt da 50 Rollcall-Pullover. Ja, no wége Kriterien ass der Affiliate Linkméich oder wie fan Dir die 50? Fir war se Uniklo an der Tasche Da sind wir beim Advertising, das also kann man sich ein bisschen ähnlich vorstellen also wie bei Google auch. Da gibt natürlich nur so Search, Ranking, Ja. Parameter. Da muss natürlich macht sich froh, da will ich meine Modelle Plattform setzen, an meine Wahrscheinlichkeit steigern, dass ich vielleicht Uwen und Resultate den echten sind, den ich finde, oder überlassen statt dem Zufall an sind dann entweder bei denen Feind-Resultate dabei. Okay. Und das ist nur noch, also das ist mega early stage, wir testen das Wort, wir wissen noch gut, wie wir kommen, weil das dann von uns echt klar ist, dass wir ein bisschen fortgehen, so von, wir sind süß die Creative Tool, Richtung, wir sind ein bisschen mehr wie Creative Tool. Ja. Voilà, long story short,
Ich meine nicht, dass für den normal Benutzer Subscriptions ein tragbarer Modell an Generative AI Space sind. Okay, ja. Ich meine aber, dass für so professioneller mega viel verschiedene Incentives sind, Ja. ernst Ja. Geld zu bezahlen. Fundraising, ich finde, ich kind das Besonderes so. Ich zitiere vielleicht einen Investor, Bekannten, den es mal gesagt hat, Peter, das ist ein großes Problem. Ich investiere dafür nicht, was Let's am Nimm hat, und ich investiere noch nicht an etwas, was AI am Nimm hat. Und du hast beides. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass hinter den was die mir so gesagt hat, und all die anderen dazu denken. Das ist über so Renaming, Rebranding. Nö, weil am Ausland interessiert hat kein, am Ausland kennt kein Let's. Das war auch für uns eine ganz interessante Erfahrung. Die Leute so auf Twitter, I'm using Let's. Sie so nicht Let's AI. Sie so I've used Let's to make this image. Für uns war am Anfang so, wow, krass, das ist total logisch. Wir als Lützeburger sind mega gebiased, Let's, gibt die Das ganze alles Zeit. letzt, ja. Wenn du da aber bis auf den Punkt kommst, wo du am Ausland den Namen irgendwie promotest, Ja. ja, dann ist für die Leute obvious, das ist einfach Let's fertig. Aber wir so noch mittlerweile intern sind noch Let's. Ja, der Tisch von dir, und so gesagt, du hast, wenn du das kriegen, die Firma geht die international den Tag Let's claimt, dann sind all die anderen Let's Pipapo, Let's ABC, die sind dann ein bisschen redundant. Also wir haben den Marschen en route für letztes Jahr als Trademark eben noch zu claimen. Let's selber, das werde ich nicht machen. Ich will da nicht wo ja Nerven gehen. Aber es hat man vom ersten Tag holen, wo man die Scheiße nimmt, das ich mal, wenn wir das dort hören, dann machen wir die Scheiße so groß, dass nie mehr irgendein dünner fucking Let's aus dem nimmt. Das ist vielleicht... Quasi. Vielleicht was Weil, ja, das fand ich mir auch am Anfang, das ist zu viel Let's. Wir hatten unseren Podcast auch bei Let's Schwarz genannt. Ja, das hat sich mir auch geboten. Mir war so, nee, kannst du nicht machen. Ist das alles Let's. Was für eine Alternative? Wir hatten den Trick schon. Okay. Und dann plus beim Deutschen, den wir das so Kollegen Torge, mit dem ich auch meinen zweiten Podcast hatte, Okay. Zaubershow. Ja. Torge gesagt, ja, willst du nicht dieses Let's nehmen? Ich glaube, das wird gut passen. Also, ja, am Anfang, fuck, Let's mega scheiße. Ja, in diesem Fall, da war irgendwie das Studio gefehlt. Hallo, sind steck froh. Also, als Branding fand ich das cool, auch mit dem L. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Voilà. Das heißt Fundraising? Naja, Fundraising, für du denke Plötzlich zurückzukommen, ist sie mittlerweile ein Punkt, wo wir plötzlich ein bisschen so egal sind. Okay, krass. Aber wir haben, also, probieren nur ein Citron zu raisen. Wir sind im Moment komplett gebootstrapped, das heißt, wir finanzieren uns selber übernehmen, über die Chance. An Deelweis mit Hilfe vom Staat. Da gibt es so Research and Development Aiden, die uns wirklich mega viel geholfen von Staat, also immens dafür kommen. An ein immens gute Partnership mit der Firma G-Core, also ein Infrastrukturprovider, die als am Anfang V2 ermöglicht hatten für ein Moment, weil sie als Grafikkarten zu einem billigen Preis zur Verfügung gestellt haben. Und ja, da probieren wir 3 Millionen Seed-Funding sicher zu gehen, aber nicht zu Lützeburg. Wir haben zum Beispiel Moore, Schwarzen mit Sequoia, wir hatten für ein Moment mit Andreessen Horowitz mal geschwärzt. Mit einer ganz Reihe Intro nach Krit, seit wir annonciert haben, dass wir im Raise geben, Air Street, Capital, ich weiß nicht, also da ist ein AI-Investor. Groß, die sind einfach relativ spezifisch, die sind nicht so groß. Aber was sind denn Kriterien für zu sagen, okay, ich gehe mit dem oder dem? Weil vielleicht kann man deinem Kollegen schon mal geschwatzt, den hat auch heute letztens eine Firma, ein Startup gegründet, ich weiß nicht, ob du kannst, Move Me. Da zählt mir Das ist so Relocation für Uni-Dinger. Und sind davon 2 Brüder, die kommen aus Honduras. Ich habe mit dem einen geschafft zusammen. Also sind da gegründet, weil sie hatten über Pain in the Ass, wo sie aus Honduras, also Plötzlich gekommen sind, für alles, weißt du, was Banken, Assurance, Wohnung, die ganze Shishi-Mishi. Für das eben über deine Plattform zu vereinfachen. Möchte mega Sinn. Und ob das voll raus. Fundraising, sie sind auch relativ gebootstrapped und ihre Businessmodell erlaubt ihnen für relativ viel Revenue schon zu kriegen von Anfang an. Du brauchst nicht am Anfang die mega Skalierung jetzt profitabel kannst gehen, sodass sie in einer privilegierten Situation sind, wo sie können
hier nennt das sogar Smart Money just attracten ist, dass der nicht egal wie so desperate irgendwas unhältst für so zu raisen, mir just wann nicht Sinn mischt, wenn irgendwie du durch eine neue Idee abgemacht hast oder so. Was du an dem Fall? Ja, also das ist bei uns genau dasselbe. Wir sollten von Anfang an zuletzt mich also auch ganz viel so, dass viel Fonds die echt da aufhängen man so kleine Ticketen, mir weil wir eben d'Agence haben, und wir machen bald 1 Million Umsatz im Jahr mit d'Agence, fängt mir nicht an, für 20.000 Euro bei Angel Investor und du einen Pre-Seed-Run raisen zu können. Und dafür, um eben als durch die ganze Pre-Seed-Phase, auch wenn wir probiert hatten, schon für 6 Monate Pre-Seed zu raisen, hat nicht geklappt. Und wir einfach gesagt, fuck it, dann machen wir das einfach selber. Und lösen wir eben auf einen Punkt, wo die Zölle so gut sind, dass wir sagen, okay, wenn es lohnt nicht, dass du das seriös konsiderierst, da will ich nicht, was muss geschehen, für das wir die Löwe Aber was bringt dir den Investment? Was könnt ihr mit den Suche machen? Also was sind die Next Steps durch? Weil du musst wissen, am KI-Space am Moment ist es so, GPU-Serverkosten sind extrem teuer. Wir haben lo 20.000 Euro Serverkosten am Fuck. Ja. 20.000 Euro. Aber wir sind, also wir haben 55.000 Stand-Up-User. Fuck. Dafür sind ein bisschen mehr wie 1.000, die eine aktiv Subscription haben. Okay. Aber wir sind lo schon bei über 20.000 Euro Serverkosten. Burning money. Weil das ist obvious, dass wenn du so eine Plattform wirklich scalen willst, aber wenn du andere Module wie zum Beispiel Video mit dabei willst, Ja. brauchst du Kapital. Und da könnt ihr noch dabei, dass du machst ja super kompetitiv, dass dich den Konkurrenz hat Funding. Ja. Aber wenn du selber nicht kannst mega Firepower machen und dich die ganze Zeit musst du am Markt, wie kriegen wir Server, Ressourcen irgendwie optimisiert, verlierst du einfach viel zu viel Zeit und was zu lösen. Und das ist der allererste Punkt. Wir brauchen mehr Flexibilität auf der Serverfront. Fair enough. Und dann der zweite Punkt, das ist das Marketing. Dass wir wissen, dass wir Product Market Fit tun. Wir wissen, dass wenn wir 2-3 Sales-Leute zum Beispiel erstellen, können wir einfach viel mehr Gas gehen. Und der dritte Punkt ist, unser CTO, der Carlos, den ich habe im Moment 3 Jobs gleichzeitig. Carlos ist ein mega etabliert, war Engineering Manager bei Dockler Holding zum Beispiel. Was vielleicht schon ein Begriff ist. An den eben 3 Jobs gleichzeitig, wir wollen den Fulltime einfach bei Payroll kriegen. Ich kann aber nicht die 200 Jobs können, wenn wir nicht sicher sind, dass es einen Success gibt. Ja, makes sense. Und ja, das sind die 3 Punkte. Die Server kann dadurch, dass das Programm optimiert, kann du Manner also benutzen oder muss ihn einfach dadurch? Oder kann also du kannst schon immens viel optimisieren. Am witcherweise letzte Woche hat man Durchbruch. War das Server, also die ganze Cluster mit 8 Grafikkarten Spurenwert. Das sind so 5.000 – 6.000 Euro am Monat. Mega gut, mega froh. Das aber 6 Monate gebraucht und es noch nicht mehr gelungen, weil ein Türk auch aus mir ausweis, den ich über Twitter kennen, mich kontaktiert hat, weil ich eine Domain hat, die hier gerne wollte, als geholfen wird, du bist ein zu gucken, was man so tun und das optimisiert. Geil, okay. Du siehst Product Market Fit lo am Sinn von dem Subscription-based Modell oder auch schon mit dem B2B-Dingens, wo du geschwärzt hast? Für den Modell öffentlich zu machen. Also Product Market Fit ist 100% sto am Private Model Use Case. Okay, das heißt, ich benutze eine Plattform für Bilder für mich selber zu machen. Ja. Der Product Market Fit ist aber noch lange nicht am Public Dingen. Du hast eine Reihe Brands, die sich so runtrauen, mit die Monster oder so vielleicht auch nicht, die meisten so oben, ich werde das von du in etwas mischt, was ich nicht will. Und du so mehr einfach ganz klar, dass das einfach blöd, weil das ist genau dieselbe Approche wie für 20 Jahre, wo die Marken Angst hatten, dass irgendwie auf Facebook kommentiert, dein Burger hat man nicht geschmeckt. Natürlich, weil dein Markt will, als einfach Content. Und wir meinen, dass eben nur mit der Zeit der Punkt kommen wird, wo die Marken einfach realisieren, hey, hier kriegen wir Content for free. Baut das nächste klassischen Early Adopters und so weiter das fair. Das heißt, also Nike Private Model, Product Market Fit 100%, Public Model, VC Case, Kapital,
fair. alle Leute, die die Message über auch TikTok und so weiter verbreden, das dann andere auch top. Wie viel Prozent von deiner Zeit investierst du gerade an letzte Jahr und wie viel an anderen Sachen? Da kann man schwätzen ein Kurs über Neon. Ja. Ja. So, von die wichtigste Etappe quasi mal es gibt. Neon geht es los seit 6-7 Jahren. Okay. An Neon waren von der Zeit zwischen Neutler an letzte Jahr, wo wir approchiert gesehen über den Kollegen, den Thierry Hanschen, der beim Bäumisch gekommen ist, nicht los, der ein Wahlkampagne. Okay. Für Wert, das war die Zeit, wo Cambridge Analytica, Bermuda Judre verstehen, Social Media, du kannst eine dicke Stimme kriegen und so weiter. Und du meine Wahlkampagne gemacht. Und aus der Wahlkampagne raus, hast du gesagt, okay, Neutler mal 2 Jahre gewurschtelt, hat eine Opportunity für mit dem, was wir können, Service zu offerieren. Du wir sind zu Hautfeier assoziieren mit den Karin und ich. Als sind wir neben Neon gegründet. Neon also bin eine Agence für neue Medien. Okay. Mit dem Message, wir angefangen mit Social Media. Ja. Du hast die ganze Crypto-Blockchain-Hype während Covid kommen, du hast spezialisiert so auf alles, was NFT ja? und Okay, sowas. Das war du konkret gemacht? Ein ganz Reihe damit. Also der größte Case, den wir gemacht haben, war mit Vodafone, und der erste SMS von der Welt versteuert. Das ist der Preis an einem Auktionshaus, das versteuert ging, aber das war schon so ein Top. Okay. Dann haben wir mir viel Gescheites geschickt. Okay. Ich könnte keinen an denken an kein guter Use Case am Moment für NFTs. Es gibt schon gute Use Cases, mit dem Problem ist einfach, dass all die Use Cases gehen immer verwässert durch die Gier von den Leuten. Okay. Und das ist eben das, was meine Industrie auch mittlerweile verstanden hat. Das war damals einfach ein mega Hype. Du kannst mega Eyeballs kriegen, wenn du ein cooles NFT-Projekt lanciert hast. Das war technologisch einfach interessant, weil dann eine ganz neue Sache war. Heute muss ich aber leider sagen, dass 100% klar ist, dass so die Dummheiten, die da gemacht haben, überweihen die reellen Applikationen. Ja, das ja. Und das möchte die Menschen schwer, so Long-Term Adoption wirklich führen zu treiben. Es sind halt, zitiert mich schon nicht dabei, aber es sind halt nicht so bullish, was das Thema NFTs angeht. Wie starb während 3-4 Jahre. Ich meine, Friede ganz kurz darüber geschaut auf dem Podcast. Ziemlich konfiant, dass irgendwann sein kann, die ganzen Patent an IP-Marché werden so mit NFTs auf Blockchain funktionieren. Das hoffen viele Leute. Ja. Muss ja bald, weil also ich schon kurz daran geschafft, 1,5 Jahre. Und das ist wirklich noch so allmodisch. Und ich weiß, es gibt eine Firma, die heißt IPWE, das ist in Amerika, die schafft zusammen mit. Das ist eine fette Firma, ich weiß gerade nicht mehr wem, für das eben zu entwickeln. Für mich ist mega, also das ist für mich der perfekte Use Case für NFTs. Du hast etwas, ein intangible Asset, du willst den tokenisen, du willst den eventuell von A auf B schicken, du willst ihn vielleicht ein bisschen securisieren. Alles das, was Blockchain und NFT möchte. Das Problem ist, wir haben schon Systeme, Ja. die das schon hören. Das sind doch relativ powerful Lobby. Leute, die okay Bock haben, dass das alles sonst auf den technologischen Layer verwässert wird. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, der technologische Layer hat auch Probleme. Ein größtes Problem, zumindest für 2-3 Jahre, du brauchst für verschiedene Sachen an der realen Welt eine Trusted Third Party und du brauchst ein Mechanismus, wie Heinz Dommel über Sachen diskutieren kann. Das ist nicht immer alles schwarz-weiß, aber wenn du einfach alles so genre aufgehst, siehst du auf ein Layer, den komplett absolut ist, ich verstehe, was du meinst. dann suchst du das für neue Probleme. Wie Das ist, ist immer ganz vereinfacht, irgendwie probieren auszudrücken. wie ist dann deine Meinung zu dem Fakt, den ersten Punkt, den du so ist, dass etabliert Firmen oder Institutionen also okay Bock und dass Technologie irgendetwas wird disruptieren? Ja, da bin ich prinzipiell der Meinung, dass Technologie immer gewinnt.
dass Ich auch. du hast also wir leben an einer Welt die immer mehr kompliziert geht dadurch dass wir immer mehr Technologie kriegen es geht es immer besser wir gehen immer mehr komfortabel aber at the end of the day voilà, Tech ist irgendwie das was alles so führend reicht an Blockchain als wie das am Anfang Financial Technology ist Ja. als die Technology die einfach am schwersten zu disrupten ist Ja. an dafür dauert das also dafür sind da so ganz Ja. lös 3 steps ahead 2 steps back Ja. Development Ganz kurz Zwischenfrage und ich zwei. Von diesen Technologien, wer von dir am meisten powerful oder hat am meisten Potenzial? NFTs eben, bei Blockchain gehört dazu, wir können splitten, AI und Metaverse, so die Geschichten. Easy. Also, ist so eine AI. Ja, auch? ja Ja, du auch. AI, Blockchain auch super viel Potenzial, aber ist eben noch nicht so, am Moment fand ich, dass AI so mehr kommt, an Blockchain eben nicht. ich erkläre den Unterschied am Anfang immer so dass ich so ein AI ändert haut means of production an Ja. alle Bereiche Ja. Blockchain als mehr so ein ideologisch abstrakt Sache wo ich wirklich muss sich krass das, mehr ja, gehen ja. für zu verstehen für wen das wirklich Ja. benutzen soll. Ja. AI ist obvious Ja. du generierst ein geil Bild haha lustig kann ich für mein Business direkt benutzen möchte mich mehr produktiv und so weiter Ja. und du für am Metaverse das war ja scary. Ja, geil Anfang. Kannst du eigentlich, ich hatte deinen TED-Talk gelauscht, kannst du eigentlich den Point zum Schluss, kannst du dir eigentlich erklären, weil du hast ja darüber geschwärzt, dass wir da auf Thema, also dass alles fake ist und du weißt nicht, was richtig ist und was nicht richtig ist, dass du da am Anfang durch AI dein Mindset switcht, kannst du dir eigentlich erklären, was du da genau gesagt hast? Ja, also für den TED-Talk vielleicht ein kurz resümieren. Titel vom TED-Talk war Truth in the Age of Scientography. Das ist, was geschieht mit der Wurst am Zeitalter, wo alles fake ist. Und Point, die so schwarz ist eben, dass ich so, wenn wir immer mehr an die Richtung kommen, wo alles fake gibt, da könnt ihr von froh wie am Westworld, das ist eben noch ein Beispiel, was ich am TED-Talk gehen, nicht von die froh, ja, von sowieso nicht können sagen, ob das fake ist oder nicht. Das it matter. An Point, dass die dünner könnt, ist das so als Menschen die einzige Platz, wo irgendetwas matter hat, als an der realen Welt. Dass du, wo die menschlichen Konnexionen eben zustande kommen, wo man leben. Und ich meine, dass dadurch, dass wir eben auf einer mega Acceleration im Moment sind und Sachen sich am digitalen Raum komplett abstrakt einfach gehen, kriegen wir eine andere Perception von dem, was es heißt, sich am digitalen Raum zu bewegen. Und wir lernen am Anfang den analogen Raum viel mehr wertschätzen, wie das für den Fall war. Und das ist interessant, weil es wirkt ein bisschen so, wie wenn man die erste der Geschichte an so einer Phase sind, wo man muss aktiv dezidieren, so, hey, komm mal, gib vielleicht mal ein bisschen so zurück, besinnen uns, ob das Ja. was als Menschen am Anfang ausmischt und nicht ob so die nächsten Medien. Weil AI, wenn du guckst, die komplette Automatisierung von allen Medien, du noch könnt nicht. Also das ist Kisch im Kuch, nur im Internet, nur im Fernsehen, nur im Radio und nur der Zeitung. Könnte noch nicht mehr. Ich weiß nicht. Das Oder können wir uns nicht feststellen. also Dönno, was Kind Dönno kommen natürlich also Telepathie, Ja. aber viele andere Medien sind nicht mehr denkbar für Ja. den Mensch zumindest. Und wie hast du die Meinung zu dem Ganzen, weil so ein Elon Musk sagt, ja, es geht alles zu schnell, Sam Altman, er will nicht mehr Profit machen und ja, hin sieht am Anfang dagegen. Das heißt, wie stehst du dazu? Findest du da das muss regulieren und geht es zu schnell oder entwickelt das schon in die richtige Richtung? Das ist ein mega komplex Frage. Erster Punkt, ob ich fand, dass ich muss regulieren. Ich meine, wir als Europäer eine mega Chance. Und das ist eine contrarian Meinung, weil die meisten Leute immer so, nee, EU
den was die EU hinkriegt, das halt Stopp, das Den wir du halt stoppen, wir können rufen. By the way, den kann ich noch rufen. Und dann gibt es den geilen Meme, European Innovation als eben das und dann American Innovation als die Rakete, die abgefangen wird. Das war auch so krass. Dafür Props Elon, sind auch am Anfang Elon Musk Fan. Ich meine, wir als Europäer an der Regulation von der AI eine mega Opportunity, weil, und du schwätzt nicht nur hauptsächlich von den Medien, weil das mein Domain d'Expertise eben noch ist. An den Medien wird es so sein, dass Medien gehen immer mehr zu einer Kommunität, das heißt, sie gehen immer mehr wert, sie können immer mehr schnell produziert gehen, und darum es geht doch ein bisschen dann am TED-Talk, du drehst ein Knäpfchen und du kriegst einfach den Tausenden von Bilder und tausende Videoszenen und von direkt zur Mesure präsentiert. Ja. Das heißt, dass wir noch mit der Kamera große Produktionen machen gehen, das wird immer mehr gehen. Die Formate gehen immer mehr wert. Aber wenn die Marche immer mehr wert geht und immer mehr Jobs da gehen, da muss man sich irgendwie überlegen, wo kommen wir zu dann nachher. Und da so mehr eben noch, damit letztes Jahr eben als Plattformbetreiber die große Opportunity an dem Domain, also über Trademark, IP, für bekönnen zu tracken, wen aus am Anfang der richtige rechte Inhaber von einem Bild. Stell dich vor, Miley Cyrus wird irgendwie sein neues Musiklied ready. Das wäre da 5 Jahre nicht mehr selber auf den Ton gehen. Das tut sein AI-Modell und da gibt es irgendwie einen Typ, der bei einem Computer sitzt, der ein bisschen kreativ ist, der kriegt ein Modell und den kriegt Recht von Miley Cyrus, dem Modell für das Musikvideo zu produzieren. Das ist ein Beispiel, wo das relevant ist. Und dann den zweiten ist die Frage im Commercial Use immer nicht mehr, weil mein Modell öffentlich verfügbar ist, kann der nicht hingehen und mich an die Kalzung setzen und irgendwie den Besten auf die Straße hängen und so und mich muss Reklam für meine Kalzung. So einfach ist es nicht, mit der braucht mein Konsens. Und der Konsens, da sind wir dann noch bei der Trusted Third Party, der Konsens kriegst du, weil ich dir ging. Aber weil ich so ja, du darfst den Modell von mir benutzen, für den Reklam zu machen. Und dafür meine ich, dass die richtige Regulierung von den AI-Medien mega wichtig wird, dass wir gut schaffen, dass das System auch gut automatisiert können geht, weil sonst geht das mehr woher. Und dann die andere Frage, als immer froh mit der Safety, mengen wir, dass du irgendwann den Terminator heute zu dir racken, dann, oh, lass den Roboter, bin mir nicht sicher. Ich meine, das ist Quatsch. Weil wir haben heute schon so viele Maschinen, die viel mehr gefährlich sind, wie den, wie du den, den Spot mit Flammenwerfer drauf. Also, at the end of the day, ist immer eine Frage von, wie kontrolliert das Ding und voilà, wie schaut man das Ding auf? Also da möglich die überhaupt zu kontrollieren. Wenn du zum Xavier Böttel hältst, ob letztes Jahr du siehst, okay, ich will für mein Kalsong so Calvin Klein hält hin für die Werbung von ihrem Kalsong. Irgendwann kannst du aber nicht dagegen machen. Du bist bei den Medien, das war der erste Punkt, nicht beim Terminator. Du hast so, also mehr so eine Verantwortung als kann nie bei der Plattform sein oder beim Tool. Mit Verantwortung als immer bei dem, den es diffusiert. Das heißt, Beispiel von Xavier Böttel, wenn GCDeco hingeht und das affichiert, und die Person, die das bei GCDeco geschickt hat, nicht recht gekriegt hat, von Xavier Böttel für das so zu können, zu diffusieren, da kann der Xavier Böttel die Person verklagen. Ja, bei ihm geht es noch. Ich weiß, wenn du den Justin Bieber warst, wenn dann 100.000 Leute das für macht, also es ist aber schwer, irgendwie so einen Überblick. Also, ich gebe dir auch nicht so, gerade nicht den Justin Bieber, weil der kennt ja schon reden. Weil du eine Firma aus Amerika dein Gesicht hält, zum Beispiel an Amerika, oder das gibst du ja nicht raus. Das ist, du hast es viel mehr kompliziert in dem Moment. Das eben da, wie soll ich so die richtige Regulierung für so Fälle gibt Langzeit. Wer die dann Hanno beim Staatlein oder auch bei einer Privatfirma, weil ich kann mir vorstellen, dass du ein riesiges Potenzial hast hier eine andere Zucht von AI, die eben das detektiert. Das gibt teilweise auch schon. Okay. Das ist also etwas, wo manchmal kein Geheimnis ist, dass wir auch durch forschen, für so
neue Sachen und wert sehen gibt zum Beispiel von der Haut ob LinkedIn ein Bild oplöt da kriegt ja generiert das oder man Photoshop abgekauft könnt links so ein Ikon dabei ja, okay. und da könnt draufklicken und da sieht wie den Tool oder wie das Bild eben gemacht Okay. ja Ist dann eben noch an dem Fall von der Philipp geht raus mal nicht dass der Philipp das muss rausfahren mais genre dass die ich weiß nicht wie geht funktionieren mais genre du hast ein Trademark keine für Charity an den anderen gibt die misusen dass die Plattform da gibt gesehen okay Trademark von Charity die leid bei dir dann get they abused dann gehst du verklot von dem so geht ganz viel Möglichkeiten So automatisch klick so, okay, verklärt. ja weil du es für den vu Freilinger geschafft ist das ist ein super analogen langwierigen Prozess dass dann Kaktus bei sie geht sie analysieren dat sie schreiben einen Brief sie schicken einen Brief weil das sind noch mega allmählich am Vergleich zu wo wir mit AI mit Technologie sind. genau nee an dat also eben genau wo schmengen wo belo eng mega Chance aus für eben du die richtige Regulierung am Platz zu setzen das hier los schon mal ja eigentlich so dass ab nächsten Jahr Plattformbetreiberen müssen kein Content labeln Okay. wann der Bild haut am Anfang allgroß Plattform hat das schon der bei TikTok LinkedIn Facebook Insta irgendwie kein Bild drauflädt gibt Switch den da musst du machen YouTube Fred so YouTube Ja. voilà. Also das gehört schon das wird nicht wie fortgehen geht vielleicht immer besser erkannt aber das wie schwer so dass nicht den Tool nicht das nicht den Bild erstellt wird den an der Schuld aus von das Bild dann nur falsch diffusiert Also ich merke auch selber bei mir also wie es so ist mein Mindset ist schon wirklich so aus der wenn ich so ein Video von Trump gesehen habe so sind so okay heute sind das wirklich gesagt oder nicht gesagt das ist schon krass aber wird jetzt schon verändert alles das ist man a priori fake das ist die Schwaff die mehr auch hun als Mensch einfach zu sagen alles was man im Internet gesehen als potenziell fake ich meine das ist vielleicht gut das immer darum bei der Bomi ja genau wer Bomi verschittert nicht nee. ich hat wenn man die Version von letzter Jahr Brett hatten hatte ich ein Modell für meiner Boom trainiert Boom mit 84 Jahre am Englisch sind mit Bilder die ich mit der Plattform generiert habe bei meinem Boom und ich total guck kannst du dich erinnern ich mir gewesen wie man da richtig Foto gewischt wäre so ja das war du wussten nicht sie haben doch schon wissen das schon wissen ja voilà. Aber sie ist keine Idee gehen dem werde ich du nicht da gemeint ich erklären ich komme erklärst dir den neuen Enkeltrick weißt du wann jemand Menge Stimme gerufen und so weiter dass du dem nicht mit Kontos nicht mehr so gehen und heim du und ja das ist immer einfach so eine andere das ist eine andere Zeit und du kannst einer Person die einfach die ganze Bagage von dem was mehr ist im Internet gelehrt haben die das nie gesehen hat die versteht auch kein nee, das ist mega ich frage mich immer was von mir all sie was mir nicht verstehen ja, du wennst wenn du siehst das fährt so Kisch vom Kuch also fährt du sicher einer Geräte kommen wissen ob dann die neue Brille vom Meta gesehen wird das ist sicher der nächste Step mit das darum Hardware da sind wir eben nicht mehr an der realen Produktion von den Medien was soll es mehr gehen wie du klickst ein Knöpfchen und so Dings okay Fan von der Dinge mir wann du Richtung Neuralink gehst du hast dann eine ganz neue Welt die abgeht das ist dann Telepathie mäßig nicht Stufen auf Fernsehen gibt es statt mal nee niemals du ja vielleicht also irgendwann kannst du auf den Punkt so weißt du so wo Leute so ich gebe niemals Instagram spätestens was so wäre rundherum so alles weh so oder müssen Idiot sein mir natürlich die typisch so ein Trottel so dir weißt alles einfach du als Enkel also als Enkel kann er sind also sie wussten alles und mir so so mal tschen durch du hast eng froh echtens für den nächste mir eng froh von aus dem letzte und dat aus Dailin gewesen Dailin als Filmregisseurin und hat dich gefragt was musst du jetzt entspannen
Oh, leck. Schon lo neuerdings so eng Mask daheim für so Ja. Damen zu tun, diese Damen massiert. für's massieren. Da massiert. Krass. Zu Karl auch plus. Bob and Brad Eye Massage. Okay, von Ziemlich Temo. geil. Von Temo. Ich frage, das bestimmt. Schon Werbung gesehen. In der Insta-Werbung gesehen. Und das ist geil. Das ist ziemlich nice. So 10 Minuten, da seht ihr, ja, Eye Massage ist over. Okay. Ja, es sind aber okay. Also, ich schaffe gern, aber wenn ich am Strand liege und mich da entspannen, dann ist so, what the fuck, das ist mir ja langweilig. Ich will etwas machen. Sport? Sport, ich fahre viel Velo an der Last. Ich gehe klammen, bouldern an Blocks, Nice. Shoutout in Blocks. Ja. Mega nice, wenn dann noch nie du wärst, unbedingt denke ich, da hingehen. Ist dieses Blogs, ist so ein Blog X? Nee, Das Blocks. Blogs. Ja. Ich habe noch viel am Band drüber geschaut, ich habe mich da nicht verbessert. Witzig. Okay, Blogs. Ja. Der Mika ist auch Block X, sind schon mal so gelassen vom Tom. Tom sagt aber hin, nicht immer Fund und das Okay, Blocks. Okay, gut zu wissen. Quasi. Ja. Ja, so Sachen, okay. Okay, nice. Und du bist auch ein froh und als nächste Gast, Ja, die da wäre? die als was hin davon AI hält, an der Prinzip sich geht vorstellen, du bei letzter Jahr ein Modell Geil. installieren. Okay, gut. Nice, okay. Vielleicht ist das ein bisschen kompliziert, den zweiten Teil, wenn man das nicht Ja, versteht, da froh einfach halt. Hängt von auf, wen das. Ja. Das ist der Grund, Wie wäre der Lieblingsgast für die froh zu stellen? Auch Mein Lieb, auch das international. kann schon. Ja, irgendein. Die Lieblingsperson, die dich sign up in Anfang. Ja, der Grand Duc Von der Welt. Der Frieden in sich selber gesiegt hat und in die froh mit der Mann gestaltet Geil. für uns vermeint. Aber was soll denn? Ich weiß nicht mehr genau, was. Ich habe bestimmt nicht verstanden. Ja, ja. Nee, doch. Also, du wirklich Mad Props und Ja, das- die ganze Equipe. Wir werden da invitiert am Kader von ihrer KI-Strategie. Okay, Mega neues Meeting da gehabt. nice. Mhm. Ja, und der Grand Duc hat eigentlich heute so oder vielleicht der Grand Duc irritiert, denn das ist vielleicht Ja. noch ein bisschen Ja. zugänglich. Ja. Ja. Na, sag mich der. Weißt du doch. Traut dich nicht. Ja, das ist scheu. Okay, was sie. Und Und schon als dann haben wir Moped. dann haben wir auch ein Göllefroh, genau. Ein Göllefroh, die du aus dem Publikum kannst stellen. Was tust du Modbrust? Weiß ich So, ich weiß, was ich Ja. Moped bin. Voilà, also schön Merch, Moped natürlich für letztes Geil. Jahr. Nice. Das letzte Jahr Hoodie und da steht auch etwas Hand drauf. Da steht, Anti-Social. Sie kennen vielleicht Club. Geil. Anti-Social Ja. Social Club. Ah, heißt ein Mehr AI-Social sind- Social Club. Ui, geil. Genau, ein AI-Social Club Hoodie. Geil. Oder so als Merch. Das ist cool, Florian. Weil ich mal gedacht habe, dass No way. du Und Merci. schon dir nur Geil, Elmot geil. und der Arm Ja, geschissen ja. auf der Wir ich hab so gehen gemerkt, jetzt. du bist so groß, weil- Geil. Mega geil. Und hier ist nur noch ein L, aber ich gebe proposieren, komm mal gucken, irgendwie wie gewöhnt. Ja, ja. Und Ja, Worst Case kriegst du dann eben noch ein L, weil Ja, du ja. du Ja, ja. eine kleine Person bist. Beginnen. Geil. Und dann ist noch ein Stickerin dabei, voilà, hier von nichts Geil. kann Musee Ja, sieht, gut. heute letzte Jahr Watermark. Mega geil. Cool. Und da inneriert oder in der Links so Bilder drauf hast, mit wie letzte Jahr. Sehr viel Brett. Und hier noch Geil. Sticker für zu verdienen. So möchte den da. Du schaffst den an den Medien. Kennt ihr auch ugeklot, genau erwähnst? Oder aus der Das Website? sind Memes. Okay. Nee, das ist selbst anders. Das Aber wir verkaufen natürlich nicht, das ist einfach so Ja. ein Joke. Ja. Ah, die verkauft den nicht? Nein. Okay. Ah, dann hast du einen Dann anderen. noch mehr geil, ja. Das ist Giveaway an so Cool. Westfit Kipp. Geil, los, merci. Ah, ja, lohnt nach froh. Froh? Maja, und froh, da muss ich los sein, kann mein Handy konsultieren, Ja, ja. weil froh aus wie viel Modeller mengt der, also einzigartig Modeller, unik Objekte, das ist Personen, Marken, Stiler, Ginnet stand haut op letzte Jahr. Und das ist eine Estimation an die, wo am nutzen dabei ist, Okay. der gibt gewonnen. Du siehst, das ist ein Nutzfall. Ma, ich, ja, komm mal gucken, sie Ja, dünn, ja, ja. ich muss das nämlich Ja. stand haut denken. Okay, geil. Ja. Hummer irgendwas nicht, also ich bin davon noch dick viel froh, aber ich gucke ob Zeit du längst. Ja, aber sind noch die was froh, die mich noch mehr interessieren, die wissen so Genre einfach, wie es du die letzte Woche Startup-Szene gesagt hast, weißt du, die Geschichten. Das ist eigentlich meine Lieblingsfrage. Ah, Mann. Da kann man wollen, den noch Ja. kurz. Ich meine, dass ich auch relativ gut positioniert bin, darauf zu Erwähnst, antworten. ja.
Lützeburg als ganz speziell Pflaster also speziell dadurch, weil mir lokal als Lützeburg ganz viel gesehen, das probiert wird viel zu machen. Aber ich fand oft, dass das so extrem überflächlich getackelt wird. Das viel besser gehen an der letzten Jahre wie es früher war. Vor allem die Stadt durch europäische Initiativen und so kann die Menschen gut erfahren mittlerweile machen. Mir das trotzdem noch was einfach zu Lützburg ganz viel fehlt, das ist ein Entrepreneur Spirit. Das generell an Europa, nicht wie in Amerika, an Europa ist nicht so cool, irgendwie etwas zu machen. Okay. Wenn ein ambitionär das oft nach etwas so belächelt, was es geht. Findest du? Ich fand Okay. auch das, also war besser gehen. Ja, ich meine auch, dass es löserlös besser wird. So als Generation, weißt du, ziehen Ja. aber viele Leute, so für den Felix Hämmerling zum Beispiel zu nennen oder ganz viele andere, eben die jung und dynamisch sind. Eben am Technologiebereich, aber auch darüber raus, so, keine Ahnung, wie Louis Loschetter zum Beispiel. Es gibt so viele Junker, die aber so Sachen machen. Mir für kleinen Podcast zu nennen, von ganz viele verschiedene Projekte. Also, wenn ich will so als Kugelkeier generell einfach an der Welt im Moment die europäischen Startups versus amerikanische Startups von allem Ja. im AI-Bereich, Tech-Bereich, ja. wir hinken einfach immens Im dran. Tech-Bereich. Ja, das Und dafür ja. gibt Ja, es mehr ja. wie E-Grund. Und ich meine aber E-Grund, ein ganz wichtiger Grund, also eben, weil den Europäer einfach sich irgendwann angefangen hat, seine Lorbeeren auszuruhen. Und da will sie einfach ein bisschen für seine Ambitionen eben verloren. Und das ist ein großes Problem. Und ich bin ganz froh, eben zu sehen, es gibt auch viele so Initiativen, EU-AC zum Beispiel, also EU-Accelerationalism, als sagen, die in Europa cool machen wollen für die Tech-Welt. Geil. Aber wir müssen fortkommen von dem Mindset, und das ist mein Paradebeispiel. Ganz oft, wenn ich angeladen bin, für irgendwo über AI zu schwätzen, als die echt froh, die Leute mal stellen, Kritisch. was sind die Risiken? Ja. Wir sind froh nicht, was sind die Chancen? Ja. Von der. Ja. Und das ist Kennst du gut geschrieben? Was sind die Chancen von der? nice. Ja. Voilà. Und das ist der Mindset-Shift, der muss geschehen. Und das muss auch zu Lützburg geschehen. Ja. Wenn du als Lützburg etwas Cooles lancierst, musst du mehr abhalten. Zu sagen, oh, die probiert da irgendwie Scheiß zu machen. Nee, der sagt, Peter, das gibt mega Gas. Der probiert etwas Cooles zu machen. Und musst abhalten, über die Leute zu lachen, die Ja. coole Stuff machen. Cool. Und das ist mein Startup-Szene dann noch gut resümiert. Ja. Wenn ein Startup launcht, es fängt dann immer bei Null an, das ist immer Quatsch, von den Jungen, man immer Fehler, mehr ohne Fehler kann ich nicht lernen, aber wenn man die Leute nicht supporten, dann, dann wie man von den Chinesen auf von den Amerikanern, auf den Indern hat man komplett waschgeboxt. Willst du noch einen letzten Tipp zu jungen Entrepreneuren mal auf den Weg gehen? Ich habe meinen Tipp ja viel schon gegeben. Ja. Ja. Twitter ist die beste Plattform von der Welt, Ja. dass da wird Musik spielt, aber wenn nicht auf Twitter, sondern an eine Tech-Software bauen will, die kann schon zeigen. Cool. Geil. Bei mir so in der Film Merci. Merci, Esch. Merci für die Merci. Nolauscherin. Bis nächstes Jahr. Schau da den Felix. Ciao. 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 Geil. Mega gut. Cool.